Jo, hallo im Plankenmach-Simulator. Nein, Green Project. Es regnet noch, ich möchte es unbedingt ausnutzen. Ich weiß nicht, wann der nächste Regen kommt. Und es wäre tatsächlich von grossem Nutzen, wenn ich da noch ein Fass machen könnte. Und vielleicht haben wir Schweine, es kommt noch ein Samen. Sieht aus. 2 Holz gibt 10, das lange. Und 7 Fässer, das ist okay. Der ist noch am Samen herstellen. Ich habe keine Nägel mehr. Die habe ich aber wahrscheinlich, ich packe es auf sicherheitshalber mal ein. Also 2 Planken. Nägel, Bretter, Esch, gibt es Fass. Ich hoffe, der Regen hebt noch durch. Durchheben. Sehr schön. Dann können wir das noch aufstellen und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Da sehe ich, das ist genau so eine fummelige Steuerung. Der Korn ist fertig. Machen wir die zweite auch noch. Mit 2 Maiskörper kann ich eh nicht machen. Das Fass. 2. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir da den Grundstein für die Farbe bereits schon gelegt. Okay, 7 Fässer. Das muss lange, bis es dort weitergeht. Mit dem nächsten Regen meine ich natürlich. Ich tue jetzt mich mal verköstigen. Das ist jetzt blöd, dass ich da Wasser genommen habe. Ich habe von draußen genommen. Und ich brauche jetzt natürlich mehr Holz. Also mal alles ein bisschen einräumen. Das kommt dort rein. Da haben wir jetzt auch gar nicht mehr so viel wie auch schon. Das und das an. Und ich denke, wie es ja gerade so schön im Regen ist, und ich kann noch ein bisschen Mais ansetzen. Der eine hat es nämlich auch schon. Ein bisschen vorgegeben. So, da haben wir da noch. Ah, ich habe sogar 20 Samen, 2 sind ja noch in Mache. Machen wir gerade 20 Mais an, kann nicht schaden. Zu Beginn kannst du eh nichts anderes anbauen. So, Deli. Ich denke, ich werde dann auch schon bald in Düngerproduktion einsteigen müssen. Mache ich jetzt schon, aber ich meine, dass ich dann dort noch extra speziell so ein bisschen Kompostzeug sammeln oder herstellen. Das ist dann so ziemlich ein öder Job. Dann nachher, dann macht er wahrscheinlich auch ein paar Cuts, weil das ist echt nicht wahnsinnig interessant zum Zuschauen. So. Aber ich würde sagen, es ist jetzt so für den Start eigentlich das Wichtigste gemacht. Wir haben 30 Mais, wir haben 7 Fässer, die voll sind mit Wasser. Das heisst, es müsste eigentlich jetzt alles... Okay, der hat kein Holz mehr. Das ist natürlich blöd. Aber es ist schon spät, da ich mich dann am nächsten Tag darum kümmern. Jetzt essen wir da noch etwas. Und dann ist Schlafenszeit. Okay. Da sind wir wieder. Die Verstrahlung ist über 20. Dann machen wir das. Thymian, das ist immer noch am Schiff, das ist krass. Thymian-Tee. Wir essen da noch
Militärration, zum noch ein bisschen Wasser und noch ein bisschen Futter, 45 ist übrig, das ist super. Und jetzt... oh, es ist noch dunkel. Okay. Das ist jetzt noch ein bisschen blöd. Okay, also gleich mal fetzt. Ich hoffe, ich finde den Eingang wieder. Ja. Das heisst, ich noch Zeit totschlagen. Das bedeutet wiederum, ich werde meinen ersten Gammelhaufen erstellen. Das macht man mit Äst und trockenem Gras. Es gibt 5 von diesen Gammeldingen, also genau genug zum einen Komposter zu beladen. Ist jetzt schon genug hell? Ja, ist immer noch relativ dunkel, aber das lange. Sehr schön. 10 Gammels. Okay, das ist jetzt so das Programm für den heutigen Tag. Ich muss im grossen Stil Kompost herstellen, zum wiederum Dünger herstellen, und ich brauche Holz. Und mit ein bisschen Glück durch Holz gibt es dann auch ein paar Samen, die ich setzen kann. Und an dieser Stelle mache ich noch auf die 2 Optionen hier oben an, oder Anzeige hier oben aufmerksam. Wir haben einmal das grüne Blatt, das sind die Anzahl Bäume, die ich gepflanzt habe, das sind die 2 von gestern. Und das violette Schleimige, das ist das Geblubere, davon gibt es 2813, gestartet sind mit 17, das heisst, ich habe schon ganze 4 Blubbers vernichtet. Ich kann dann nachher schnell schauen, machen die Tunnel sind, wie das aussieht mit den 2 Bäumen. Die müssen in dem Fall bereit... Oh, ein Samen, komm. Die müssen dort bereits schon ein bisschen... Nochmal ein Samen, wow! Das sind jetzt aber immer Zypressensamen. Ich hätte natürlich ganz gerne ein paar andere Samen für andere Bäume, aber Samen ist Samen, das ist schon mal gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Baumkunde. Zypressen sind, ich habe keine Ahnung, wie Zypressen sind das so tannenartige Bäume. Dann wäre die gut für Pilze. Ja gut, jetzt sind sie jetzt, wenn sie ausgewachsen sind. Dann gibt es gerade ein Ahorn. So. Ja, das ganze Gesteck ist ein bisschen mühsam. Ja. Macht er auch nicht gerade so ideal. Aber es ist, ich glaube, das Spiel ist noch Early Access, von dem ich gesehen habe, das mal verzeihen. Also die sind am Komposten. Ich nehme jetzt aber gleich mal den... Ich sehe, die Spritzkanne ausfüllen, solange es am Schiffen ist. So, das fällt sich gerade wieder auf. Okay. 3 Dünger ist doch gar nicht so schlecht. Dann tun wir da weitermachen mit unserem Pflanzprojekt. Oh, jetzt schauen wir mal, was ist da unten passiert. Ich tue mal schnell speichern. Wie fall das ein Blueberry-Lauf. Also die sind schon ein bisschen gewachsen. Man sieht ja tatsächlich, sie haben sich erweitert. Jetzt 2, 4 Felder, 4 Bluber, macht Sinn. Und es wächst jetzt auch grünes Zeug rundherum. Und jetzt weiss ich, jetzt Zypressen sind tatsächlich so die tannenartigen, dort wachsen Pilze. Es gibt verschiedene Arten, gehen wir dann darauf ein, wenn es soweit ist. Und es wächst das, keine Ahnung was das ist, aber dort, wenn man das mit wegsichert, dann gibt das Äste. Und Äste, haben wir ja vorher gesehen, ist ganz wichtig für Kompostproduktion. Weil nur rein von den Bäumen, da hat man ewig. Und mit denen geht es eigentlich recht gut zum schnell Äste formen. Also, jetzt aber zuerst machen wir da weitere Bäume. Einmal. Zack. Mal schauen. Haben wir da eigentlich schon einen recht guten Durchbruch.
Mal, ich mache da oben noch etwas. Das ist so eine Zypressen-Ecke. Ich sage da noch. Bringen, Pickeln und Samen. Sehr schön. Oh, was ist das gewesen? Ein Ulmesamen. Ulme. Sehr cool. Ich weiss jetzt nicht mehr, was dort wächst bei der Ulme. Oh, die Axt ist kaputt. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so retour gehe in meinem Bereich. Ich pflanze die mal da oben. Damit dann mir ein bisschen schön grün wird. Der Durchbruch unten, das schaffe ich eh. Das wäre da. Ding. Machen wir da. Nützt natürlich auf dem Garten nichts, weil im Garten wird dann nachher Felder angelegt. Das ist unabhängig vom Grün. Aber ich möchte, dass das zwischendurch grün ist. Das ist jetzt wirklich eine rein optische Aktion, die ich da machen bin. Die geht noch einen Moment. Jetzt schmeißen wir die da rein. Rein optische Aktion, ohne dass es irgendwie Gewinn bringt, wäre oder sonst etwas bringt. Aber ich meine, das Auge spielt mit, das kennt ihr ja. Genau, da haben wir kein Holz. Ich würde sagen, jetzt, wo wir ein grosses Stil Holz anschaffen, dann machen wir den mal voll. Ich weiss, ich kann mal alles Holz ziehen, das haben. Das ist immer noch nicht voll. Da ist noch etwa 15 Scheite, die dort drin passen, meine ich. Ich habe keinen Schleifstein mehr. Das heisst, ich muss Schleifstein erstellen und das mache ich aus Stein und aus Eisen. Es gibt 2 Schleifsteine. Machen wir den auch. Im Moment haben wir noch keinen anderen Nutzen für Eisenerz. Aber die Schleifsteine die will ich mit Sicherheit brauchen. So. Die Regengeräuschkulisse ist weg, das wäre das jetzt vorbei, aber easy. Unsere Fässer sind voll, 7 Fässer mal. Was sind die? Ich glaube 2000 Liter. Das ist doch eine ordentliche Anzahl. Sehr schön. Ich kann nichts mehr machen, weil... Ah, da muss ich aufhören. Ah, gut, also. 3000... Ah, die haben sogar 3000 Liter. Das wird sicher lange bis zum nächsten Rain. Ey, schau mal, kaum jetzt aufgehört zu regnen, haben die schon wieder tun. Was sind die für Saufköpfe? Eigentlich müsste der Boden jetzt so nass sein nach... Das ist 1,5 Tage, dass es geschiffert hat. Also. Gießen. Dann machen wir noch eine Kompostrunde. Sehr schön. Den nehme ich mit, für den Fall, dass gerade wieder etwas... Ja, kann ich nicht lassen. Für den Fall, dass es wieder etwas zu pflanzen gibt. Dann tun wir da weiter hacken. Ja, vielleicht ist es gescheit, jetzt ein bisschen Kompost herzustellen. Weil von der Müdigkeit, es ist erst halb. Machen wir noch einen, damit wir genau 5 haben. Das ist ja die Ladung, die es braucht für den Komposter.
Okay. Also Planken brauche ich im Moment nicht. Sprich, ich schmeiße alles da rein. Dann tun wir jetzt im grossen Stil das alles verspeisen. Kompost herstellen, das sollte ja nicht so müde machen. Wobei ich sehe schon, ich habe da ziemlich schnell ein Astproblem. Ich glaube, das langt nur für 3. Braucht 10 Äste. Aber es ist ganz wichtig, dass ich da viel Dünger habe. Ich brauche mega viel Dünger. Nicht nur zum Bäume pflanzen, sondern auch wenn jetzt noch die ganze Farm erstellen wird, es braucht alles Dünger. Die Spritzkanne füllen. Ist jetzt natürlich für den momentanen Art ist das absolut sinnlos, was ich da gemacht habe von den Laufwegen. Aber ihr werdet schon sehen, das hat alles einen Plan und System. Was mir gewöhnt ist. Jetzt habe ich das Problem, ich brauche mehr Äste. Und ich glaube für Äste, das ist die Sonne, für Ästfarmen sind die besser, oder? Ich brauche nur 2 Schläge, gibt immer 2 Äste. Das heisst, aber kein Samen. Aber ich werde natürlich nicht so schnell müde. Da ist einfach noch so ein Text, wo er irgendwie so ein bisschen Tipps gibt oder was er gemacht hat. Finde ich jetzt nicht wirklich. Ja, könnt ihr es auch mal lesen, wenn ihr Bock aufs Spiel habt. Dann die Steine einsammeln, wenn ich schon gerade da bin. Und vor allem, ich speichere vorher. Wenn es schon x-mal passiert, dann hast du schon jenste Sachen gemacht. Und einen kurzen Moment unaufmerksam, 1 Sekunde lang bereits schon. Zu mit dem Blubber in Kontakt kommen, er ist tot. Also einen Schritt überlebt man in der Regel, aber nachher ist dann fertig lustig. Nachher den Busch wieder. Schauen wir mal. Und sonst jetzt habe ich noch ein bisschen Holz und noch ein bisschen Planken herstellen. Die wie die von ohnehin früher und später. Oh, der ist dann fertig. Hey, jetzt ist es gegangen. Sehr schön, haben wir da noch ein bisschen Dünger parat. Die Steine kommen dort rein. Ah, so gut. Dann kann der da noch ein bisschen köcheln. Den machen wir voll, nehmen dort genug Holz. Und dann schauen wir, was wir da noch herstellen können. Es gibt immerhin noch 10 Dünger. Beziehungsweise Gammel. Aus Gammel gibt es noch einen Dünger, so ist das. Und dann tun wir jetzt doch da echt schon mal Planken herstellen. Die werden wir früher oder später hinbrauchen.
Sag schon wieder mal, schlecht doch mir. Was ist... Ah, müde, ja. Ja, das ist halt... So Holzhacken macht mega schnell müde, das geht noch einen Moment. Das ist halt so. Also ich würde sagen, ich tue dann nachher noch ein bisschen Planken, schlafen und wenn ich fertig geschlafen habe, ist dann Zeit, um euch wieder beizuziehen. Bis dahin sage ich mal schönen Abend und tschüss.